Heute habe ich einen Brief bekommen, ohne Absender. Heute nehme ich allen Mut zusammen und schreibe dir diesen Brief in der Hoffnung, dass du ihn lesest. Vielleicht haben wir beide ja noch eine Chance. Ich weiss nicht, ob du überhaupt noch an mich denkst oder ob du mich total vergessen hast. Als Kind, ja, da sind wir durch dick und dünn gegangen. Wir waren ein Herz und eine Seele. Einfach unzertrennlich. Du hast mir alles anvertraut. Deine Träume, deine Herzenswünsche. Alles hast du mit mir geteilt. Wir haben zusammen gespielt, gelacht, aber auch gerannt. Wir haben das Leben entdeckt und haben gemeinsam die Welt erobern und aus den Angeln haben. Viel haben wir erlebt. Nicht nur Gutes, nein, auch Schlechtes. Wo wir doch als Erwachsene wollten besser machen. Gemeinsam haben wir Pläne geschmiedet, was wir als Erwachsene tun wollen, was aus uns werden soll, wie wir sein wollen. Nicht so hässig, arrogant, überheblich und gefühlslos, wie viele Erwachsene sind. Wir wollten viel mehr Herz haben, viel mehr auch den Schwachen helfen. Wir wollten die Welt schöner gestalten. Ja, du und ich. Wir waren voller Euphorie, Tatendrang. Wir wollten alles erkunden und entdecken. Doch dann, da ist der schwärzeste Tag gekommen. An dem Tag, wo du einfach mich hast stehen gelassen. Mich verleugnet, abgemacht, erniedrigt und immer wieder belogen und betrogen hast. Wir waren dann im Teenageralter. Die anderen, deren ihre Meinung, ist dir wichtig gewesen. Alles, was du früher mit mir geteilt hast, hast du jetzt mit den anderen geteilt. Mich hast du achtlos in eine Ecke verbannt und nur noch auf mir herumgehackt. Du hast den anderen mehr geglaubt als mir, hast dich nach innen gerichtet, hast dich angepasst und hast es ihnen recht gemacht. Und all unsere Träume und Pläne hast du einfach vergessen. Wie hätte es nur passieren können? Was ist aus uns geworden? Statt die gemeinsame Geborgenheit zu geniessen, hast du sie nur noch bei anderen gesucht. Statt wertschätzende Worte habe ich nur noch gehört: Das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, du genügst nicht, du schaffst das nicht. Statt unsere Träume zu realisieren, hast du mich ausgelacht und gesagt: Das geht nicht, das kann man nicht, das tut man nicht. Du hast mich eine dumme Träumerin genannt. Ich bin tief enttäuscht und verletzt. Und doch ist es meine Art, weil ich einfach nicht anders kann, als dir noch einmal eine Chance zu geben. Du fragst dich jetzt warum? Ganz einfach, weil ich weiss, dass in dir immer noch die Begeisterung, die Ungezwungenheit, das Können vorhanden ist. Und ich weiss auch, dass du tief in dir das Herz auf dem rechten Fleck hast. Genauso wie deine Seele Narben hat,
ist auch meine Seele verwundet. Aber ich weiss, dass deine Seele genau wie meine nur vielleicht tief im Verborgenen immer noch Träume hat, Liebe, Zärtlichkeit braucht. Wertschätzende Worte, Geborgenheit, Mut, Zuspruch und auch Vertrauen will. Und ich weiss auch, dass du jemanden brauchst, der dich ermutigt, dir in guten und schlechten Zeiten zur Seite steht, die Zeiten mit dir durchsteht, wie ein starkes Team, das sich gegenseitig unterstützt. Du fragst, warum ich das weiss? Weil ich ein Teil von dir bin und genau das Gleiche fühle wie du. Bis zum letzten Atemzug wird ich bei dir sein. Ob du mich willst, ob du mich ablehnst, vereint oder beide allein, stark oder beide schwach, glücklich oder beide unglücklich, voller Liebe oder voller Hass. Nur du allein hast die Macht, uns beide wieder zu vereinen. Und was noch viel wichtiger ist, unsere Narben von der Kindheit und vom Leben aus zu heilen. Ich bin da, ich warte. Das ist mein Schicksal. Und wenn ich dir sage, ich warte bis zum letzten Atemzug und ich werde die Hoffnung nie aufgeben, dann ist das auch so. Das ist mein Versprechen an dich. Ich warte auf unsere gemeinsame Aussöhnung, dass wir uns wieder in die Arme nehmen, voller Güte, Verständnis, dass du mit mir spielst, dass ich wieder ein geliebter und ein geschätzter Teil von dir werde, ein Teil von deinem Leben darf sein. Denn vergiss nie, wenn es mir gut geht, geht es auch dir gut. Und wenn es mir schlecht geht, dann leidest auch du. Doch entscheiden kann ich dich. Das kannst nur du, ganz allein. In mir lebt die Hoffnung weiter, bis zu unserem gemeinsamen letzten Tag hier auf Erde. Dein innere Kind.